Der Praisecamp Podcast. Insight. Hallo und herzlich willkommen zum Praisecamp Podcast Insight. Hier schauen wir hinter die Kulissen, sind aber auch mittendrin. Wir schwätzen mit verschiedenen Leuten, was das sie bewegt hier am Camp mit Gott, aber auch ganz persönlich. Jetzt treffen wir dann gerade den Joshi. Er ist im Übersetzungsteam und nimmt uns ein bisschen mit in seinen Arbeitsbereich. Los geht's! Joshi, heute dürfen wir mit dir ein bisschen schwätzen über deinen Aufgabenbereich hier am Praisecamp. Und ich finde, es ist wirklich jetzt ein Megablick hinter die Kulissen. Du bist in einem Bereich tätig, wo man wirklich nicht drin sieht. Ab und zu gibt es Leute, die hören es aber. Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Was machst du hier am Praisecamp? Ich sorge dafür, dass die Leute, die nicht unbedingt im deutschsprachigen Raum aufgewachsen sind oder des Deutschen mächtig sind, sorge ich dafür, dass die auch das verstehen, was vorne auf der Bühne gesagt wird. Du bist also im Übersetzungsteam? Ich bin Teil des Übersetzungsteams, genau. Man nennt das Simultanübersetzung. Es gibt ja, man kann ja Sachen übersetzen, wie Texte oder so. Oder im Nachhinein etwas übersetzen. Nein, aber simultan heißt wirklich während des Plenums, während etwas gesagt wird, zur gleichen Zeit, das den in einer anderen Sprache zu übersetzen. Hast du schon verschiedene Arten aber von Übersetzungen gemacht? Und das ist jetzt einfach ein Bereich? Nicht, also am Praisecamp mache ich jetzt nur das, tatsächlich. Ansonsten mache ich natürlich auch sonst so mal andere Übersetzungen, ja. Aber das ist nicht unbedingt mein Beruf. Das ist wirklich ein Hobby von mir. Das mache ich jetzt seit ein paar Jahren einfach gerne, aber jetzt nicht professionell oder sonst was. Da hat mich das Praisecamp auch tatsächlich reingeholt mit. Das habe ich vorher nicht gemacht. Okay, wie ist denn zu dem gekommen? Das ist zu dem gekommen. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr genau warum. Es ist schon ein paar Jahre her. Ich war selber schon zweimal Teilnehmer am Praisecamp. Und dann, als ich dann zu alt war, als Teilnehmer zu sein, habe ich dann irgendwann mal durch Connections, wie es halt so schön ist, eine Anfrage bekommen. Hey, du bist doch Deutsch, hättest du nicht die Möglichkeit, das Schweizerdeutsche auf Hochdeutsch übersetzen? Ja, so habe ich dann einfach angefangen. Und dann Jahr für Jahr, das ist das 4. Mal, dass ich das mache, habe ich eigentlich von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch übersetzt. Das war mein Einstieg. Okay. Ist denn da, also ich als Schweizerin frage mich da wirklich den öppen mal, versteht ihr aus Deutschland uns wirklich nicht? Weil es ist ja schon die gleiche Sprache, klar, wir schwätzen es anders, aber versteht ihr uns wirklich so schlecht, wie es oft dann aussieht? Dass es eben eine Übersetzung braucht? Die Frage kriege ich natürlich häufiger, oder ich werde immer ausgelacht, wenn es das heißt, ja, ich übersetze auf Hochdeutsch. Aber ich kann von meiner eigenen Erfahrung aus reden. Deswegen habe ich auch das gestartet. Ich wusste, ich mache es vom Herzen gerne, weil als ich hergezogen bin, ich komme eigentlich also ich bin zwar hier geboren tatsächlich, ein bisschen kompliziert, aber ich bin in Norddeutschland aufgewachsen. Bei Bremen. Da spricht man richtig hohes Hochdeutsch. Da kommt das Hochdeutsch her, weil es oben aus dem Norden ist. Und dann sind wir hergezogen und ich war knapp Teenie, ich war so knapp 12, 13. Und dann, als ich an solche Camps oder auch an Praisecamp war, da bist du hier und bist du erstmal aufgeschmissen. Also du verstehst nada. Also zum einen reden die schnell, es sind andere Vokabeln, es ist eine ganz andere Grammatikstruktur. Oder man kann auch sagen, die Schweizer haben keine Grammatikstruktur, würden wir Deutschen eher sagen. Und dann ist es wie, wenn man kann es ein bisschen vergleichen wie jetzt Niederländisch und Holländisch. Das ist so, man erkennt, das Wort, das ist wahrscheinlich, das kenne ich. Aber den Rest drumherum, den kenne ich dann nicht mehr. Und dann versteht man eigentlich den Zusammenhang des Satzes eigentlich gar nicht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man einfach hier auch Hochdeutsch spricht, damit die Deutschen das mitbekommen. Ja. Ist denn so die ganze Sprachthematik sowieso etwas, also kommst du ein bisschen aus dem Bereich, auch beruflich, oder eben ist es mehr so ein Hobby, wie du vorher erwähnt hast, oder hat sich das im Laufe der Zeit vermischt? Ich würde sagen, generell Kommunikation ist etwas, was mich schon mein Leben lang begleitet. Medienkommunikation, auch darüber, dass man etwas rüberbringt, dass andere Leute das gut verstehen können. Oder auch im Teenie-Bereich, wie spricht man mit Leuten, damit die das auch gut verstehen können. Apropos gute Nachricht, also wie schaffen wir das, dass wir in der modernen Welt auch Altes immer wieder neu erzählen können, dass es da wirklich ankommt. Und da ist, finde ich, Sprache natürlich ein wichtiges Gut, weil viele Leute einfach gerne hören. Manche Leute sehen gerne, manche Leute fühlen gerne oder sind gerne da. Viele Leute wollen einfach hören einfach gerne und lernen auch beim Hören. Und deswegen ist es mir, glaube ich, schon immer sehr wichtig gewesen, ja.
Was würdest denn du jetzt einer Person sagen, die findet, hey, ich würde gerne mehr erzählen, weil ich habe Sachen auf dem Herz oder Sachen im Kopf, die ich gerne ausdeutschen würde, wie man so schön sagt, aber irgendwie fällt es schwer, um die richtigen Worte zu finden. Wie kann man das lernen oder üben? Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich tatsächlich selber in dem Prozess bin, selber auch mein Herz zu teilen. Ich bin normalerweise eher der Schüchterne oder ich lasse andere gerne reden. Von dem her würde ich tatsächlich sagen, dumm es immer klingt, aber man soll es einfach machen. Es ist so, du kannst heute so viele Möglichkeiten nutzen, wie du Dinge einfach aufnehmen kannst, auch ohne dein Bild zu zeigen, auch ohne dein Video, also einfach ein Audio aufzunehmen und einfach zum Beispiel einen Podcast zu starten. Einfach ein Thema, was dir auf dem Herzen gibt. Es gibt immer irgendwas, was dich begeistert. Und was dich begeistert, darüber erzählst du eigentlich auch gerne. Und deswegen muss man einfach das nehmen, selbst wenn dich irgendwie ein bestimmtes Videospiel begeistert, oder eine bestimmte, bestimmte Kunst begeistert, dann fang einfach an, darüber zu reden, das aufzunehmen, was du redest, das dann einfach anzuhören, wie du sprichst und daraus einfach immer wieder neu zu lernen und weiterzuwachsen und wirklich selber ein Kritiker zu sein. Such dir 1, 2 Leute raus, die dir das mal mit anhören oder denen du Sachen mit erzählen kannst, weitergeben kannst, die dir auch Feedback geben. Mehr kannst du eigentlich nicht machen. Einfach dann weitermachen. Also genau und kritisch herlassen, daraus lernen. Yes. Und selber darauf achten, würdest du der Person zuhören, der du selber gerade bist. Ja. Also du bist immer dein bester eigener Kritiker. Und es ist für mich immer so mein bestes Spiegelbild, zu wissen, okay, so wie ich spreche, würde ich der Person auch so zuhören? Oder nicht? Und da gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten, irgendwelche Sprachkurse oder auch Online-Kurse inzwischen, wo du ganz viel lernen kannst, wie man spricht und über was man spricht. Aber ja, über was ist eigentlich nicht so das Thema. Das Wie ist eher wichtiger. Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist das auch am Lernen, das mehr auszuformulieren. Was sind denn die Sachen, die dir auf dem Herzen sind, die du gerne möchtest teilen und aussprechen? Gott führen und leiten lassen ist für mich eines der wichtigsten Themen, was mich meine Jahre lang schon beschäftigt. Und ihm Vertrauen, auch in den ungewissen Dingen. Also vor allem Vertrauen in den Dingen, die von außen gesehen sehr unlogisch erscheinen. Und das hat tatsächlich so viele Türen geöffnet und so viele Wege für mich neu, neue Wege erschlossen, die ich gehen konnte, nur weil ich das gemacht habe. Und seitdem ist wirklich mein Motto, auch mit meiner ganzen Familie jetzt, Gott vertrauen, auch in den unlogischen Dingen. Das hat sie bis jetzt nur bewährt und ich bereue es keine Sekunde. Ja. Cool, jetzt bist du ja auch wieder da am Praise Camp. Du hast gesagt, du bist schon ein paar Mal mit dabei. Wenn du so zurückschaust auf die Zeit, die du da schon erlebt hast, was hat sich so ein bisschen verändert? Ich glaube, vieles, das Herz und auch die Art und Weise, wie hier gestaltet wird, ist gleich geblieben und was ich auch gut und richtig finde. Es ist einfach eine tolle Erinnerung, die bleiben. Und es verändert sich vielleicht einfach hier und da. Manche Bereiche erweitern sich, manche Bereiche verkleinern sich. Aber das Grundprinzip bleibt gleich. Es kommt irgendwas Neues dazu, irgendwas Spannendes Neues. Das ist toll, dass man weiß, okay, eigentlich kommt man zu etwas Bekanntem wieder zurück. Aber trotzdem ist es nicht langweilig bekannt, sondern es bleibt spannend. Und es entfaltet sich einfach stetig weiter. Und es ist eine krasse Atmosphäre hier. Und das finde ich immer wieder bemerkenswert. Cool, was ja auch sehr spannend ist eben dein Bereich, zum zurückkommen zum eigentlichen Thema. Wie gehst du jetzt so eine simultane Übersetzung her? Was braucht es da dafür, dass man das machen kann? Wie können wir uns das vorstellen? Also natürlich muss er erstmal 2 verschiedene Sprachen können. Das ist ja eine Voraussetzung. Und meine Aufgabe hier jetzt an diesem Praise Camp ist jetzt zum ersten Mal auf Englisch zu übersetzen. Das mache ich sonst nicht so häufig. Ich habe ja gesagt, ich habe vorhin normalerweise auf Deutsch, auf Hochdeutsch, auf Schriftdeutsch übersetzt. Da ich aber zweisprachig aufgewachsen bin, habe ich gesagt, okay, ich mache das, ich probiere es. Es ist, wie gesagt, nicht etwas, was ich jetzt schon professionell lange mache. Es ist einfach, wo ich denke, hey, das ist wichtig, dass Leute auch, die Englisch sprechen, das mitbekommen, was auf der Bühne gesagt wird. Und genau, was du also brauchst, ist eigentlich eine Motivation, eine Probierlust. Und in diesem Fall heutzutage
kannst du das mit dem Handy oder mit dem Laptop machen. Das ist tatsächlich ein bisschen anders zu den letzten Praisecamps. Wir haben zum ersten Mal eine App, die wir verwenden. Und wir selber, wir Übersetzer, wir sitzen jetzt zusammen in einem Raum. Das kann ich euch nachher gleich zeigen. Und früher war das so, dass wir alle hinter der Bühne in so kleinen Kabinen saßen. Man nennt das Sprecherkabine. Das ist wirklich einfach so ein raumisolierter Raum, weil wir direkt an der Bühne sind. Das ist laut. Und dann haben wir so ein kleines Gerät mit so einem Mikrofon dran. Und da kannst du halt drücken, wenn du reden möchtest und loslassen, wenn du nicht mehr reden möchtest und so. Dann hast du einen Bildschirm und siehst dann alles. Das hat sich jetzt alles... Da musste man nichts mitbringen. Jetzt bringt man ein bisschen mehr mit. Also, wie gesagt, mein Laptop habe ich dabei. Aber ich sehe dann auch... Trotzdem, ich hab aber das gleiche Gefühl. Ich bin nicht mehr direkt am Bühnenrand. Aber ich sehe alles, was passiert. Ich kann entscheiden, wann ich reinrede und wann ich aufhöre. Und das ist eigentlich alles, was ich brauche. Sind so, wenn jetzt der Redner irgendwie spezielle Texte verwendet oder so, tust du das vorher vorbereiten und schon auf die Sprache übersetzen? Oder machst du das dann wirklich auch gerade im Moment selber? Also, man muss flexibel sein. Und man übersetzt eigentlich alles ad hoc. Also bedeutet, man übersetzt alles genau von dem Moment. Bibelstellen hat man heutzutage ja recht schnell die Möglichkeit, viele kennt man schon, also es hilft, wenn man ein bisschen Bibelwissen hat als Übersetzer. Das heißt, wenn es jetzt so Bibelstellen kommen und die klassischen, dann kann man die auch ad hoc schnell übersetzen. Wenn nicht, ist Google dein bester Freund. Was man auch machen kann, ist einfach auf dem Handy die Bibel-App aufhaben, in der Übersetzung, die du übersetzt, und dann einfach ganz schnell, während er oder der Sprecher dann halt die Bibelstelle vorliest, dass man das ganz schnell sucht und so. Man muss sehr schnell und reagieren können. Genau. Ja, ich kann mir vorstellen, man muss extrem fokussiert und konzentriert sein während Definitiv. dem Tun. Kommst du da überhaupt vom Inhalt irgendetwas mit über oder bist du voll auf das Wort konzentriert, um die zu übersetzen? Nee, ich bekomme tatsächlich genug mit, dass ich auch selber was mitnehmen kann. Ich würde sagen, das ist fast auch wichtig. Weil wenn ich einfach nur Wort für Wort übersetzen würde, würde es auch auf der anderen Seite, das ist ja auch wegen Thema Kommunikation, du musst ja auch verstehen, was der Typ sagt vorne. Und wenn ich einfach nur alles wie Google-Übersetzer einfach Schritt für Schritt alles übersetze, dann kann es ja sein, dass du am Endeffekt ja einen englischen Satz gehört hast, aber dann überhaupt nicht verstanden hast, was jetzt eigentlich gesagt wurde. Das heißt, ich muss als Übersetzer daran arbeiten, gleichzeitig zu übersetzen, was gesagt wird, aber trotzdem darauf zu achten, was gesagt wird, damit ich dann halt auch den Satz richtig bilden kann und auch das rüberbringen kann, was denn gesagt wurde. Das ist tatsächlich keine leichte Sache, vor allem wenn du das jetzt mal nicht so häufig machst. Genau, muss man wirklich beides machen. Also deswegen höre ich trotzdem zu und weiß, worüber geredet wird. Ja, es fällt mir aber auch, das Übersetzen fällt dir auch leichter, wenn du weißt, in welchem Thema es sich gerade befindet. Dann kannst du auch viel leichter mal wieder drauf aufbauen. Oder während du an was übersetzen bist, musst du ja aktiv auch zuhören, was wird da weitergeredet. Ich muss ja, für mich als Deutscher, muss ich erst das Schweizerdeutsche auf Hochdeutsch für mich übersetzen und dann auf Englisch. Also sozusagen im Hirn. Ich glaube auch, dass die meisten Leute dann auch ein bisschen Gnade drüber haben, die am anderen Ende sitzen und zuhören. Genau. Cool. Jetzt hast du vorhin gesagt, du zeigst uns deinen Arbeitsplatz oder wie das bei euch eingerichtet ist. Da schauen wir mega gerne rein. Ja. Also, let's go. Let's go. So, da zeige ich dir mal unseren Raum, wo wir uns alle aufhalten. Jetzt sind wir zum Glück gerade alleine hier. Also, wir sitzen dann meistens alle hier mit unseren Laptops, mit unseren verschiedenen Sprachen. Dann können wir hier einfach im Browser, sehen wir sozusagen das, was gerade auf der Bühne passiert. Und ich kann dann hier, habe ich meinen Kanal ausgewählt, ich spreche Englisch. Cool, was läuft denn jetzt gerade auf der Bühne? Kannst du uns mal zeigen, wie denn das wirklich nachher funktioniert? Und mal etwas übersetzen? Ja, klar. Also dann mache ich auf laut und für mich, ich unmute. Thank you guys for giving us some insight into what you're doing here. Thank you for coordinating the lights and everything that you do. It's awesome that you can help making visuals and help making us see what happens on the stage. Und dann mache ich kurz auf Mute und warte, bis er sich wieder weiter bewegt und die nächste Person fragt. Und dann kann ich immer wieder rein und rausgehen und dann einfach gucken, dass die Leute das mitbekommen, was vorne passiert. Good News, das ist ja auch das Thema vom Praisecamp das Jahr. Was bedeutet das für dich ganz persönlich? Yes, Good News ist wirklich, dass wir einen Schöpfergott haben, der
oder für mich bedeutet es, dass ich von ihm nicht nur geliebt bin, sondern von ihm so gemacht worden bin, wie er es sich vorgestellt hat. Und ich weiß, dass ich einen Gott kennenlernen darf, eine Beziehung haben darf mit dem Gott der Welt, dem Schöpfer der Welt. Und deswegen auch eine Hoffnung habe, dass alles Schlimme, was passiert, dass das alles auch zum Guten führt und dass Gott wirklich ein Gott ist, der alles in der Hand hat. Und ich weiß, es wird alles gut. Und inhaltlich geht es ja viel auch um die verschiedenen Viertige im Laufe des Jahres. Hast du da so deinen Favorit? Tatsächlich würde ich sagen, ist Weihnachten mein Lieblingsfeiertag. Ich weiß nicht, ob es von vielen so ist, aber bei mir definitiv, gerade als Engländer, wir feiern Weihnachten lang und gut und gerne mit viel Essen. Und das ist mir sehr wichtig. Ja. Cool. Danke vielmals fürs Mitnehmen in deinen Job, deine Tätigkeit hier am Praise Camp. Mega spannend gewesen. Danke, haben wir den Einblick dürfen haben. Sehr gerne. Das war es von der heutigen Folge. Tschüss dann.